Gute Abend, ihr Leute. Wir streamen heute wieder Dark Souls. Und zwar haben wir heute quasi ähm, die Finale, also das Finale sozusagen von dem Training. Also jetzt in dem Sinne, dass wir das Spiel dann irgendwo durchhalten. Dann müssen wir natürlich die eine oder andere Passage noch mal ein bisschen nachholen und so, ist klar. Aber so grundsätzlich sind wir dann irgendwo mit dem Spiel durch, haben alle Bosse geklatscht. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher, warum hier dieses Overlay nicht mehr funktioniert. Da steht jetzt Loading. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Token, den ich da habe, um das zu verbinden, dass der vielleicht abgelaufen ist oder so, Shit. Ja, aber da kümmern wir uns dann fürs nächste Mal drum. Jo, ich hatte jetzt kurz Angst, dass es heute ausfallen muss, weil ich kurzfristig noch mal einen Termin beim Physiotherapeut bekommen habe, wegen meiner Wade. Den haben wir jetzt aber vorverlegt und das hat sich jetzt eigentlich so ganz gut gemacht, weil dadurch sind wir jetzt quasi, also kann ich quasi jetzt streamen. Ne? Also das haben wir dann um Viertel nur 2 oder so gehabt und dann sind wir jetzt eigentlich ready to go. So, was ich jetzt tatsächlich nicht so genau weiß, warum das hier jetzt irgendwie so, also ihr seht das nicht, aber bei mir ist das irgendwie in so einem Fenster drin, das spielt gerade. Das kann man hier bestimmt irgendwo in den Optionen noch einstellen. PC-Einstellungen, Fenstermodus, machen wir Vollbild. Ach, guck mal, jetzt ist Overlay da, ne? Stark. Ja gut, jetzt kann ich das dann ändern, nicht hier Gesamtpunkte, dann machen wir jetzt Training hin. Zack, zack. Jo, ansonsten am Wochenende war hier Tennis, ne? Tatsächlich sehr, wie soll ich denn sagen, sehr zeitaufwendig. Also am Samstagvormittag haben die Kinder gespielt, U12. Am Samstagmittag haben die Herren 40 gespielt und am Sonntag die Herren 30. Rein sportlich gesehen war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir haben alle 3 Spiele 4-2 gewonnen. Aber tatsächlich hätte ich lieber das eine andere Spiel verlor und dafür weniger Verletzte inkassiert. Weil einer hat sich zumindest einen Teilanriss von der Benner geholt. Einer hat sich, der hat zwar nicht gespielt, aber hat sich jetzt auch verletzt. Der hat Riss in der Adduktore irgendwo. Ist schon wieder am Verheilen, aber er dauert halt noch ein bisschen. Ne? Aber gut, sei es drum. Wir gucken, wie wir das rumkriegen. Ich mit meiner Wade, also bei Muskelfaserriss in der Wade, das dauert bestimmt auch noch 2-3 Wochen. Also ich war heute wieder beim Physiotherapeut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal mit ihm retten muss, Normo. Weil aktuell muss ich tatsächlich sagen, tut es eher mehr weh als weniger. Aber das ist hier manchmal so, dass vielleicht ist auch diese Muskelkater, weil ich habe so das Gefühl gehabt, als wäre so drumherum so ein bisschen die Muskulatur verhärtet. Ne? Und wenn man das dann löst, dann kann das ja auch durchaus schon mal erstmal ein bisschen wehtun. Ne? So, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir der erste Black Knight quasi so im Vorbeigehen schon mitgenommen. Ja, aber wir warten mal ab. Ich habe jetzt am Donnerstag nochmal einen Termin bei dem. Ich hatte heute Morgen noch Akupunktur. Ich gebe alles, dass die Genesung schnell vonstatten geht. Tatsächlich habe ich mal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Das heißt, ich gucke mal, ob ich jetzt noch so ein paar Übungen mache. Isometrisch, vielleicht geht auch schon das exzentrisch vielleicht noch ein bisschen früh, aber isometrisch geht mir auf jeden Fall. Aber warum macht er denn jetzt gewechselt? Ja, jetzt geht's, Demo. Ja. Dann gucken wir mal, was da schon geht oder auch nicht geht. Schwert des Drachentöters. Das hört sich schon ganz geil an, ne? Ja, dann habe ich noch mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich dann so das eine oder andere Spiel vielleicht versuchen könnte zu verlegen. Da muss natürlich der Gegner ja auch mitspielen und dann könnte man das ein bisschen entzerren.
Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, falle ich nur an 2 Spieltage aus. Das heißt, ich könnte theoretisch noch bei 6 Spiele mitmachen. Ne, nicht bei 6, bei... Oh, du wärst fast runtergefallen, oder bei 5 Spiele könnte ich dann noch mitmachen. 8 Mannschaften und 7 Spiele. Das wäre schon ganz geil, aber ja, keine Ahnung. Wir müssen halt mal gucken. Wir müssen ja auch die Gegner da mitmachen. Meine Verletzung muss mitmachen. Ich habe heute irgendwie auch schon so den ganzen Tag irgendwie Kopfweh, ne? Ich weiß nicht. Wow. Ob das nicht vielleicht daran liegt, dass ich ein bisschen weniger getrunken habe. Da will der Trottel nicht runterfallen, da können wir mehr das Leben wird dann durch ein deutlich erleichtern, wenn ich ehrlich bin. Sieht nicht so aus, ne? So, das wird wieder Arschbohrer reingesetzt. Ja, sind das so die ganzen Black Knights, die du in dem Weg rumlungern oder was? Das sind ja auch alles eher Lappe, ne? Ey, ihr Leute. Noch 11 Punkte sind wir von voller Punktzahl entfernt. Ja, ich weiß. Natürlich extrem geschummelt gewesen. Ist ja nur ein Test dran. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich erstmal ein Novum, hier alle Gegner gemacht zu haben, egal wie oft wir geladen haben und gestoppt sind am Ende des Tages. Also es war schon einige Male, gerade auch bei dem ein oder anderen Bossgegner, so ist nett, ne? Aber ich glaube so insgesamt war es gar nicht so schlecht. So, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, kommt jetzt der finale Bossgegner. Und bevor wir den jetzt kaputt schwaden, machen wir hier nochmal ein schönes Safe-Game. Ich habe hier so ein bisschen Zweifel dran, dass mir tatsächlich bis dahin komme in diesem No-Death-Run. Also es würde mich doch sehr wundern. Würde mich aber natürlich auch extrem freuen, ist klar. Aber wenn doch, haben wir hier schon mal Safe Game. Notfalls kann man den dann auch noch erzählen und üben. Ich würde aber gerne, also wenn ich einen No-Death Run starte, dann übe ich nicht mehr. Ne? Also dann ist jetzt nicht so, dass ich sage, na komm, da kommt jetzt der Bossgegner, jetzt lade ich hier so Safe Game und dann teste ich das noch etwas, das mache ich nicht. Also wenn ich den No-Death Run starte und dann wird durchgezogen. Ja, hier Google oder so, oder meine Notizen so, kein Thema. Oder YouTube, aber auf jeden Fall nicht hier 3 Molade zum Testen und dann machen wir den No-Death Run weiter. Ne, das schummelt machen wir nicht. Ja? Oh, den habe ich nicht kommentiert. Ja, ist halt schon, ne? Ja, der war shit jetzt. Das wird wohl nicht reichen, um mich umzubringen. Ja. Also wir haben wenig Zeit, um uns zu heilen. Wir müssen quasi gucken, dass wir ausweichen und nach Möglichkeit keine Tränke brauchen. Müsst aber eigentlich, also gut, ich weiß jetzt nicht, was der in der zweiten Phase macht, aber in der ersten, das müsste eigentlich machbar sein.
Alter, den habe ich nicht kommen sehen. Na ey, komm, ich bin gerollt. Nein. Ja, scheiße. Diese Grab-Attacke, da müssen wir mal Auto werfen, dass man erkenne, wann der, also was quasi das Warnsignal dafür ist, dass man dann ausweichen können. Kann man den eigentlich parryen? Nein! Ja, der macht so der Arm nur hinne, ne? Du kannst schon dran erkennen eigentlich. Hey, es ist halt, ne, sobald ich quasi anfangen muss, was zu trinken, habe ich quasi verloren, weil der braucht so lange zum Trinken, dass bis der ausgetrunken hat, dann habe ich zwar die Energie aufgefüllt und dann trifft er mich aber, und dann ist das, was aufgefüllt ist, direkt wieder fort. Ich glaube, mein Kopfweh war echt ein bisschen, weil ich ein bisschen wenig getrunken habe heute. Weil jetzt, wo ich hier die Halbflasche Wasser getrunken habe, ist es, finde ich, ein bisschen besser war jetzt. So, jetzt konzentrieren wir uns, machen wir Schluss mit lustig. Also das ist halt scheiße, wenn die Ausdauerleiste leer ist, ne? Ich hätte müssen Schlag weniger machen. Aber ich habe gedacht, geil, jetzt bin ich dran. Der war so ein bisschen ins Wanken gekommen, ne? Also der war so leicht gesteckert, da habe ich gedacht, da habe ich mal quasi meine Chance gerochen. Aber meine Ausdauerleiste ist tatsächlich nicht die allerlängst. Weil ich in andere Sache reingeskillt habe. Ich muss in die andere Richtung. Also wenn der diese Grab-Attacke macht, ich muss glaube ich nur links ausweichen, nicht nur rechts. Den hat er so aber jetzt richtig ansatzlos geschlagen, ne? So kann er weiter rumhampeln.
stark. Alter! Warum konnte ich eben nicht springen? Die Ausdauerleiste müsste eigentlich noch voll genug gewesen sein. Ich müsste mal gucken. Das mache ich vielleicht auch bei Gelegenheit mal. Wie der Jack FromSoft den gemacht hat. Bei dem hat er nämlich extrem leicht ausgesehen. So sieht's nämlich aus. Dip. So ist einfach, wenn man es hingeht, ne? Die Lappe, ey. Ja, der haben wir gerne früher sein, dass ich ihn einfach nur parryen muss. Gefühlt war der noch nicht immer schwer zu parryen, wenn ich ehrlich bin. ...305 von 305. Ne, 304 von 304. Alles steht in Flamme. Gut, gut, gut. Was das? Wäre ich jetzt automatisch ins NG+1 geschmissen? Nee, ja? And in this land, the undead are corralled and led to the north. Kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, wie das war. Where they are locked away to await the end of the world. Weil das ist doch ganz am Anfang, wo wir gestartet sind, ne? This is your fate. Gut,
Ja, naja gut, da könnte man ja schon auch noch theoretisch in andere Gebiete gehen und so. Hier mit irgendwo ein Leuchtfeuer. Ja, hier scheint man echt direkt in NG+1 drin gesteckt worden zu sein. Gibt's hier... Ach, leg mich doch. Und gedacht, das geht jetzt... Uff! Ich meine, die ganze Leuchtfeuer, ne, die sind halt eigentlich hier noch aktiviert. Aber der hätte ja ruhig mal so ein bisschen nur froh. Ah, hier, wie sieht's aus? Willst du oder willst du nicht? Alter, lauf doch jetzt nicht weg. Bleib mal stehen jetzt. Ich glaube, der gibt uns irgendwas, ne? Deswegen ist die andere Tür, jo, die hat uns jetzt irgendwo dummer Schlüssel gegeben. Er macht schon viel Schade jetzt so, ne? Und ich auch. Aber jetzt so grundsätzlich. Was geht mit dir ab? Ach, Parry kann ich einfach nicht. Die Mäusemelke. Ah, hier ist es zu. Gut, stupst zu. So, jetzt gehe ich hier natürlich abgezogen. Oder sterbe. Weil der Anner weg ist. So, jetzt kommt das Rabegetier und nimmt uns mit. Dann sind wir ja zumindest noch bei einem Läufer. Also ich finde das jetzt echt blöd, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dass mir jetzt direkt ins NG Plus gesteckt wird, weil... Also jetzt, es könnte ja immer noch sein, dass es den einen oder anderen Bossgegner gäbe, den ich jetzt gerne noch machen würde, zum Beispiel ins DLC reingehe oder sowas. Wie war denn das eigentlich? Wenn ich das Spiel abgeschlossen habe, dann konnte ich ja gar nicht ins DLC reingehen dann. Dann musste ich das ganze Spiel nochmal spielen, um ins DLC reinzukommen, oder sehe ich das falsch? Jetzt hat hier schon gestanden, so nach dem Motto hier, du kannst, wenn du willst,
bei Lothrian oder wie er heißt, irgendwas mache, dass dann ins NG Plus kommst, ne? Wer das dann auch immer ist. Ja, 800, das hat sich jetzt wieder gelohnt, ne? Ist das nur der Lothrian? Well, yeah, but there's that one ring doesn't so. Wie sieht's da unten aus? Also ich scheine jetzt tatsächlich noch nicht im NG Plus zu sein, aber also weil ich den Shit jetzt am Anfang spielen muss, weil hier ja eigentlich auch wieder alle alle Items sind, ne? Und ich kann mich hier auch nicht mehr beamen. Also ich muss im NG Plus hin jetzt. NG Plus. So. Und jetzt können wir nämlich mal gucken. Tutorial Boss Feuerbandschrein. Den Tutorial Boss, den müsste man eigentlich nicht unbedingt üben, ne? Aber wir können es ja trotzdem irgendwo machen. Braucht ganz schön lang zum Ladegrad. Ich habe das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas nicht geschmeckt hat. Spiel vielleicht aufgehangen, kann das sein? Ja, ich kann auch sehen, dass ich das nur gelöscht hatte oder so. Ach komm, hier kam eine Fehlermeldung, glaube ich, im Hintergrund. Wahrscheinlich, dass das Spiel abgestürzt ist oder so. Ja, es gab einen Crash. Keine Rückmeldung. Ja, dann beenden wir mal Dark Souls. Starten's neu. Und dann laden wir mal hier den Bandit. Das wäre jetzt dumm, wenn irgendwie mein ganzes Safe Games nicht mehr gehen würde. Kann mir zwar nicht vorstellen, warum das so sein sollte, aber vorstellbar wäre es natürlich, ne? Ne, guck, geht doch. Wobei, den muss man normalerweise nicht üben.
Ja, sagte er und starb. Der könnte nur glänzen, bis ich hier weiter in die Mitte komme, damit ich vernünftig hinkomme. Den habe ich nicht kommen gesehen, wenn ich ehrlich bin. So viel Schade macht er gerade hier nicht, ne? Na, eigentlich muss man ja hinkommen einfach. Ah, jetzt ist gerade ein bisschen garstig unterwegs. Ja, normalerweise ist der kein Problem, ne? Interessanter wird es dann hier schon. Taurus-Dämon ist normalerweise auch kein Problem. War wieder mal dumm, ich jetzt also direkt hochgehe und die 2 Pfeilschüsse da oben kaputt mache, bevor ich Nein! Jetzt kommt der da hoch! Shit! Ich war zu weit weg. Naja, also da muss ich dran denken, wenn ich hier reingehe, wenn ich dort reingehe, dass ich zuerst oben die 2 kaputt mache und dann den erst triggere. Ich verstehe nicht, warum der Ton bei mir manchmal so komisch knattert. Also so verzerrt klingt. Nuff. Ich sehe nichts. Ich sehe noch immer nichts. Das gefällt mir nicht. Wie habe ich denn das immer gemacht? Ich habe doch normal nie Probleme mit dem gehabt. Nur das ist auch jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn ich da drunter springe und zwischen dem und der Wand lande. Dann kann ich hier quasi gar nicht wirklich mehr entkommen.
Wenn ich ehrlich bin, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn der da oben auf dem Podest ist, ne? Weil da kann ich ihm eigentlich richtig geil ausweichen, wenn du so willst. Jetzt hat das nicht gereicht, um den zu triggern. Eigentlich war ich zu früh gesprungen, ne? Normo. Wir machen auch dann, bevor wir den eigentlichen Run machen, tun wir auch Normo Amo ein komplett neues Spiel starten, dass wir einfach den Anfang Normo durchgehe. So die ersten 2, 3 Bossgegner. Damit ich so grob weiß, wie das geht. Ja, also im Grunde genommen geht mir es hauptsächlich darum, dass ich dann am Anfang noch mal weiß, wie ist der Weg, wo sind die Gegner oder die Falle, ne, auf die man aufpassen muss. Und so, ja. Ah jo, wie dumm ist denn das jetzt wieder? Ja, aber normal dürfte ja eigentlich gehen. Jetzt könnte man natürlich vor Black Knight und gucke, was das für ein Safe Game ist. Das ist wahrscheinlich der Black Knight, der unten in diesem Gang steht, ne? Ja gut, die Feuerbombe bringt jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Können wir uns also sparen. Stattdessen hat die schon direkt wieder gut geklappt mit dem Parrier. Wahrscheinlich ist es aber echt auch cleverer, statt zu parry versuche hinter zu kommen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das fast einfacher ist.
Weil der tut mich jetzt vom Schild her gefühlt nicht unbedingt in Bredouille bringen, ne? Wenn du das so machst, müsste aber eigentlich ganz gut... Müsste eigentlich ganz gut machbar sein, ne? Ist dann wahrscheinlich hier unser Havel-Kolleg schon das größere Problem. Gibt dir jetzt wieder zwei Seiten von der Geschichte, ne? Punkt 1 ist, ich habe gerade einfach nur sau viel Glück. Punkt 2 ist, eigentlich gar nicht so schwer. Wäre wahrscheinlich noch geiler, wenn man Blitz drauf laden wird, ne? Ich meine, das ist natürlich schon so Sollbruchstellen, ne? Wenn du hier nämlich Pech hast, dann ist der Run hier ruckzuck vorbei, ne? Ich meine, ich wäre durchaus irgendwie bereit. Also wenn wir jetzt direkt am Anfang sterbe, dann würde ich ja quasi noch mal ein neuer No-Death-Run starten. Komm mal aus der Ecke raus, da wäre ich ganz zappelig. Ist ja eigentlich schon traurig, ne? Dass du jetzt diesen Havelklatsche durch und kriegst quasi noch nicht nur sei Rüstung und sei Schild und sei Waffe und alles, sondern das Einzige, was du bekommst, ist quasi sei Ringelche. Der Verlobungsring. Schon ein bisschen traurig eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
Tschüss. Ja, ist eigentlich aber auch nicht so schwer, hätte ich jetzt gesagt. Warum habe ich denn du beim ursprünglichen Run so viele Probleme damit gehabt? Status anzeigen. Sieht man hier irgendwo, wo habe ich denn der Havel stehen? Also theoretisch ist der jetzt ist ja eigentlich noch ganz am Anfang dieses Safe Game, ne? Dodge und Backstep. Das war jetzt eigentlich das hier nicht so clever, was ich hier aufgeschrieben habe. Dodge und Backstep. Schild raus und blocken. Dann, wenn vorbei, gehauen, Backstep. So. Und dann jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Also Wit 16, Kondition 14, Stärke 16, Beweglichkeit 12. Treffer mit Schild kein Schaden. So, und jetzt wollte ich noch gucken, meine Waffe. Ja, die ist gar nichts, normal, ne? Und Schild habe ich Spinnenschild. Ist eigentlich easy, muss ich sagen. Ist eigentlich wirklich leicht. Und dann kommen wir quasi jetzt hier durch diese Tür. Wo ist dann? War da nicht? Achtung, hier. Sofern die von hier aufgeht. Jetzt kommen wir hier unten raus. Und das bringt uns aber, glaube ich, tatsächlich nichts. Weil die Steinrüstung da müssen wir hin durch dieses Astorias Tor gehen, ne? Und da sind wir hier, dann, das bringt hier nichts, ne? Da ist keine Abkürzung oder so. So, was war jetzt der nächste? Ich glaube, dann kamen irgendwann die Gargoyles. Ne, das Nashorn kam, genau. Das Nashorn ist eigentlich auch relativ leicht. Ist jetzt wieder abgestürzt, hä? Ah jo. Warum hat er da denn jetzt so Probleme hier? Mit Dark Souls. Vielleicht du nicht zu schnell auf Laden drücke oder so, aber das ist mir schon öfters passiert. Da gab es eigentlich nie Probleme, ne? Jetzt mal gucken. Hier, also. Asylum Demon, Stray Demon, Black Knight 1, 2. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher.
Aber einer davon machen wir, jo. Oh, meine ich. Der Tutorial-Boss ist ja also einer. Also sind 5 Punkte, dann vielleicht der Black Knight sind 3 Punkte, Taurus Demon sind 5. Sind wir bei 13. Havel 3 sind wir bei 16. Der Drache machen wir so schnell nicht. So, dann kommt dieses Nashorn. Jetzt sind wir bei 19 Punkte. Ach so, das ist. Ach, die muss ich jetzt immer löschen. Das ist hier wieder der falsche Charakter eigentlich, ne? Vielleicht liegt das auch da dran. Hier, die wäre jetzt mal gelöscht. Delete. Mir spiele jo mit dem Bandit. Delete. Aber hier ist jetzt, habe ich zwar die Bandite-Dinger, aber du ist jetzt kein Nashorn mehr dabei. Ja, scheiße, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich. Scheiße, ihr Leute. Drachenbrücke, Black Knight, Taurus-Dämon. Wo ist das hier? Hä, wo ist dann hier Bezirk André? Also irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Entscheidend ist ja eigentlich der Typ hier. Das hier, das ist doch aber auch nicht. Das ist doch aber auch nicht der Bandit. Sieht man das hier irgendwo, was der Charakter mal hat? Nee, ne? Erläuterung, Anzeige, umschalten. Dieb. Bitte, aber ich habe doch jetzt den Bandit geladen. So kommt jetzt immer das gleiche Safe Game. Müssen wir mal gucken, wo ist denn das? Wo habe ich denn das abgespeichert? Komisch jetzt, ne? Das hier immer
das gleiche Safe Game kommt, egal was ich lade. Ah ne, jetzt nicht. Können wir jetzt nochmal probieren, wo wir rauskommen. Wenn wir hier die Beginn von Untoten Dingsbums machen. Weil dann müssten wir eigentlich woanders rauskommen. Genau. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Okay. Das ist ja quasi okay. Als Safe Game. So können wir jetzt ja quasi gleich das Nashorn ausprobieren. Du sonst kennen, ne? Da nur der Doppel ist, den werden wir irgendwie backsteppen können. Ja, nicht. Männer, der ist so dumm, kommt hier die Treppe runter, da sehen wir nämlich gerade recht. Dann treffen mich nämlich die andere Typen nicht mit ihrem. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie ich dann machen wir das anders. Was habe ich denn hier eigentlich? Ich habe doch Notizen mir gemacht. An der Stelle habe ich mir natürlich keine Notizen gemacht, ist klar. Wäre jetzt sehr einfach. Ein Item. Der kommt halt auch in einem Tempo da hochgelaufen. Jetzt aber, warte mal, wie war das dann? Das war doch irgendwie... Daher kommt so hin auch schon. Safe und den Hutze kurze brauche ich jetzt natürlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, das war jetzt nicht theoretisch aus meiner Sicht nicht so clever, dass es sich getrennt haben. Ich meine, wenn man hier ein bisschen vorsichtig spielt, dürfte ja eigentlich erstmal nichts passieren. So, jetzt tun wir hier so erstmal Köderschädel auspacken.
Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Ich glaube, ich muss das noch mehr da in die Ecke schmeißen. So ungefähr, ne? Der musst du näher ins Feuer dran. Ja, so. Okay, ich muss das mehr dort in die Ecke schmeißen. Und dann ist das eigentlich ja auch gar kein Problem. Jetzt könnte man natürlich den Weg zum André üben. Ware aber noch mehr. Wo sind die anderen Gegner? Da oben hängt einer. Sind ja die Fässer auch noch einer? Und eigentlich ist das hier jetzt nicht so schwer hier, ne? Also wenn man ganz ehrlich ist. War hier nicht irgendwo in der Ecke noch was, wo man runtergehen konnte? Nee, ne? Das war irgendwo anders. So, sieht so aus. Aber ja gut, wenn du halt drin laufst und denkst nicht dran, dann kriegst du halt den Arsch versohlt. So ist das, ne? Aha, guck dir so an, die zwei. Lohnt sich das? Ich mache hier nur noch ein Safe Game. Das ist aus meiner Sicht ganz gut die Stelle, um noch eins zu machen.
Weg zu André. Aus meiner Sicht mischt man den, wenn der sich nicht umdreht. Von hinten. Oder auch nicht. Er muss halt aufpassen, ne? Der hat hier so Parry-Schild. Der hat natürlich wieder helle Tempo drauf, ne? Wie war das dann? Ja, ne? Vorwärts und Angriff. Was er für ein Haarbewuchs auf der Brust hat, ne? Ah jo, jetzt kommt der Anna auch noch angeschlappt. Den haben wir gebraucht jetzt noch. So, hier war auch noch irgendwas Komisches, ne? Ja gut, wenn wir schon dabei sind, dann können wir hier theoretisch noch den Shortcut aufmachen. Kellerschlüssel haben wir alles schon immer. Hier das Ding kann man aufmachen. Ich glaube hier war die helle Bade oder so. Ja. Jetzt laufen wir da so, dass die uns vielleicht jetzt nicht gerade sehen. Dann geht's zum André. So, und jetzt, wenn wir beim André sind, ist halt folgende Überlegung, ob man den André irgendwie kaputt mache. Da gibt es hier so einen Glitch, den man benutzen kann.
Und dann stellt sich aber so ein bisschen die Frage, was müssen wir kaufen? Von dem, damit es nicht schlimm ist, dass er nicht mehr da ist. Well, I'm not if it... So, die brauchen wir auf jeden Fall. Diese Waffenschmiedekiste. Rüstungsschmiedekiste brauchen wir nicht, aber Reparaturkiste brauchen wir. Das heißt, da brauchen wir schon mal 4000 Seele. So, hier brauchen wir aus meiner Sicht nichts davon. So, Pfeile könnte man sich halt überlegen. Die könnte man sich aber wahrscheinlich auch woanders kaufen. Und kleine Scherbe. Wäre halt die Überlegung, wie viel kleine Scherbe brauchen wir, um unser Waffe entsprechend aufzuleveln, dass wir da vielleicht auch schon ein paar kaufen, ne? Schlüssel. Ist das erst, dass wir diese 20.000 Seele hier nicht brauchen, ne? Wir können uns hier jetzt noch nicht beamen. Aber wir kommen zum Feuerbandschrein, indem wir gegenüber durch den Aufzug runterfahren. I'll be seeing you there. Ich will jetzt nur ungern am Ding Raste-Status. So, wir haben 16 Stärke, 12 Beweglichkeit. Das heißt, fürs Dracheschwert wird das schon mal ausreichen. Das haben wir aber nicht, ne? Das heißt, man müsste quasi gucken, dass man das Dracheschwert irgendwo herbekomme. Es wäre halt schon clever, wenn man das Dracheschwert hätte, bevor man die Gargoyles mache. Einfach damit man mehr Schaden machen, ne? Man könnte die Gargoyles, was habe ich mir hier aufgeschrieben? So, der Kollege soll hier rauskommen. Dann machen wir uns nur... Dann laden wir mal hier dieses Safe Game. André, können wir ja laden. Das müsst... Also hoffentlich kann ich den da immer noch mal kurz üben. Ah, hier habe ich aber auch schon das Dracheschwert, ne? Ja gut.
gut, ist ja auch okay dann, ne? Ist nur die Frage, ob der hier noch lebt. Ja, gut. Weil den wollte ich jetzt schon dann jetzt nochmal üben. Oh, jetzt bescheißt er noch. Ja, aber es normalerweise dürfte der auch kein Problem sein. Eigentlich. Ach, ich hab gedacht, links-rechts-Lave reicht. So. Ah, stimmt, da war ja noch was. Gut, der kann jetzt... Oh, der kann jetzt hier runterkommen. So können wir jetzt mit dem uns unterhalten. Hey, wo kommt denn der jetzt her? Dann bitte hierher, wo mehr Platz ist, wenn es geht. Ist das einer gewesen von denen dort? Nee, ne, das sind irgendwie andere Gegner. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Tot ist er. Ja, es ist halt schon, wie soll ich denn sagen, ne? Dann kommst du da oben bei den Gargoyles an und hast gerade nur noch 2 Flakons. Das ist natürlich... Müssen wir uns was überlegen, ob man das irgendwie ein bisschen cleverer gestalten können.
Ey, ich bin gesprungen. Ey. Oh, wow, wow. Ah, ich bin tot. Tschikowski. Ha! Wir hatten jetzt 2 Flakons, ne, übrig. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier Gargoyles Load. Formulieren wir es mal so, war jetzt eigentlich gar nicht nur so schwer, ne? Ich glaube, ich habe hier jetzt aber auch gerade ein bisschen mehr Rüstung an als Gebe. Ja, war jetzt eigentlich auch nicht so schwer, ne? Aber du müsst, also das ist halt tatsächlich, ne, das ist halt schon so erst die Sollbruchstelle, die Gargoyles. Ja, das ist nämlich, das war ein bisschen Klick, dass das so einfach ging. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich den da quasi so festgeklitscht und dass der immer an mir vorbeigehaucht hat. Ja, wenn ich glaube, ich habe so das Gefühl, wenn ich das hier Schwert beidhändig nehme, dass dann die Ausdauerleiste auch schneller leer ist, ne? Dann geht er, wenn ich einen normalen Schlag mache, beidhändig, dann geht er hier bis zum 2., also ist quasi so Ding, ne? Also 5 von denen Strichelcher. Ja, das kann ich am Ende mit Sicherheit Schlag mehr machen, ne? Mache halt zwar auch ein bisschen weniger Schaden, aber wahrscheinlich gleicht das der eine Schlag, den ich mehr mache, kann mehr als aus.
Also warum bin ich jetzt gestoppt? Das verstehe ich auch nicht. Weil der mich mit seinem Schwanz getroffen hat oder was? Ja, es ist die Gargoyles. Da muss ich mir hier... Gegebenenfalls eine Notiz machen noch. Wie mir die am geschicktesten machen haben. Ach, ich bin im Menü drin. Nein, ich wollte gerade ausweichen. Ah, ich bin tot. Ich hab gedacht, komm, der braucht nur noch 2 Schläge. Wie gehen wir noch hin? Aber da war hinten der Feuermeister schon wieder da, ne? Ist halt echt... Wenn die beide Dosen ist halt, wird's halt garstig, ne? Also eben war es echt richtig geil gelaufen, ne? Da habe ich den ersten kaputt gehabt, bevor der zweite kam. Dann war der zweite im Grunde genommen auch relativ easy. Aber wenn sie dann nachher beide da sind... Dann ist tatsächlich nicht mehr so geil. Ja, jetzt ist halt nämlich der andere, du, ne? Der... Ich müsste den... Also der erste muss weg, bevor der zweite kommt. Ist schon mal klar. Ey, ich bin Ja, welche... Weil er jetzt statt zur Rolle gesprungen ist, weil alles auf der Gleichtaste ist. Sprinte, springe, ausweiche. Alles auf der Gleichtaste. Ja, shit. Da
Ah, wieder der zweite do. Ja, ich bin danach zu weit hinten, ne? Das ist mir Mischfleisch. Ach, gucke, dass wir weiter vorne mit dem kämpfen. Weil der andere, der spawnt hier ganz am Hinne am Dach, ne? Dann hat er wenigstens ein bisschen weiterer Weg vor. Ja, jetzt kommt der Anne. Also die Idee, da Pfanne zu kämpfen, ist schon ganz gut, ne? Ich glaube, mir müsse gar nicht so oft rollen, ne? Wenn der quasi diesen beidhändigen Schlag von oben macht und dann reicht es, glaube ich, wenn wir einfach links, rechts gehen. Quasi rechts rum zum Beispiel hinne und dann können wir von hinten drauf schlagen. Kommt der Anne noch. Komm, wir trinken nur was. Wird doch jetzt gewährt. Nein! Ja, also ist jetzt nicht schlimm, aber ich wollte eigentlich keine Menschlichkeit nehmen. Ne, die Menschlichkeit ist natürlich ein Vorteil, da ich auf einen Schlag die komplette Dings... Nein! Ich will da ohne diese scheiß Anzeige weg haben. Gargoyle Axt 1. Ich glaube, mit dem Schild raus ist schon mal ganz gut. Schild raus. Und dann so ein bisschen um links, rechts um den drumherum tänzeln. Könnte eigentlich ganz gut hinhauen. So, komm mal du her. Komm, komm, komm. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, ne? So, der Anne ist so Arsch mit der du, ja? Eigentlich könnte die Taktik hinhauen, ne?
Den Durchgang machen wir noch. Zur Verifikation, dass unsere Taktik aufgeht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Kann ich halt hier shit wieder gebrauchen. Früher shit können sie auch nicht behalten, brauchen wir nämlich nicht. Ja. So, der N ist schon gefahrt. Der andere darf hier jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Ja, der ist schon wieder fast rumgelöst, ne? Eigentlich normalerweise dürfte die auch kein Problem sein. Die müssten wir eigentlich locker packen. Komm, noch einfach Durchgang machen wir. Das war eben nämlich schon wieder so ein bisschen enger als mir lieb war, wenn ich ehrlich bin. Also. Nochmal jetzt. Wir triggern den. So, dann warten wir, bis er hier vorkommt. Ans Nebeltor. So, der Angriff ist mir eh lieber als der andere. Ja, ich bin jetzt ein bisschen, wie soll ich denn sagen, nenne wir es mal. Ja, da kam der andere von hinten, ne? War ich ein bisschen übermütig. Ich hätte soll ein bisschen zurückgehen, Trank nehmen und dann quasi die zwei gleichzeitig mache. Ist hier, wenn der A nur noch so wenig Energie hat, ist das ja eigentlich relativ gut machbar, ne? Aber es ist halt schon, ne? Also, ach, wenn man das jetzt geübt hat und man denkt jetzt, okay, eigentlich dürfte das nicht schief gehen, du kommst hier immer mal so ein Versuch zwischendurch, der einfach scheiße läuft. Und dann hast du halt direkt verkackt. So geht, ey, du wirst ganz schön in die Pumpe gehen, das kann ich euch sagen in dem No Death Run. Jetzt zum Beispiel gucken, wenn er sich jetzt diesen Lauf hier anguckt, ne? Jetzt gerade diesen Versuch, ja? Ja, am Arsch. Du bleibst jetzt Shadow vorne. Ich will nicht durch hinten kämpfen. Nein, ich kann jetzt nicht. Was halt geil ist, wenn du dem den Schwanz abschlägst, ne, dann tut er so Brülle und nicht angreife. In dieser Phase kann man halt 3-4 Schläge landen. Also ist eigentlich schon die Taktik, zu versuchen, ein bisschen den Schwanz abzuhauen, ganz gut. Ey, mich würde echt nur interessieren, wo diese Tonprobleme herkommen. Weil ich übersteuere noch nicht immer, ne? Meines Erachtens.
Weil das hört sich so an, als wie wenn man quasi übersteuert. Ja, wenn der eine fad ist, dann ist der andere halt eher, wie soll ich denn sagen, easy. Da mischt ich mich halt auf quasi ein OBS gucken, Alter. Ich übersteuere doch nicht. Ich habe hier eigentlich einen Limiter drin und das ist ja nicht mal, wenn ich kreische oder so. Das ist teilweise ganz normal, wenn ich spreche. Manchmal knistert es so komisch und die meiste Zeit ist es gut, aber... Ey, welche? Warum? Der hat ja eigentlich schon an mir vorbeigeplost rechts und trotzdem hat er mich jedes Mal gestaggert. Gerade wenn ich mich wieder bewegen konnte, zack, wieder gestaggert. Ja, aber ich war, hab mich von dem wieder zu weit in die Mitte ziehen lassen. Ich muss einfach vorne kämpfen an diesem Nebeltor. Jetzt mache ich hier mal in OBS meine Pegel, mache ich mal 3 dB runter und dann gucken wir mal, ob das dann jetzt vielleicht nicht mehr vorkommt, dass ich übersteuere oder so komisch knistere. Ja, das ist halt scheiße, wenn er in der Luft ist. Du kannst ihn dann wieder nicht treffen und nichts machen. Ja, stark. Komisch, ich war schon gestoppt, du warst nicht mal ohne aufgeschlagen. Ich meine, die eigentlich Sollbruchstelle, die kommt hier noch, ne? Das ist so der Ziegenpeter da im Hinterhof. Das lief ganz gut, ne? Also, was lernen wir dort raus? Schild raus.
den ersten Gargoyle an die Nebelwand ziehe. Dann versuchen, hinter ihn zu kommen. Und Rolle braucht man eigentlich nicht, ne? Es reicht so Links-Rechts-Lave. So. Und jetzt lade mir hier spaßeshalber einmal der Ziegepeter. Es gibt ja auch noch theoretisch so Taktik. Die kann ich hier gerade gar nicht ausführen, weil ich nichts in der Richtung habe. Weil hier beim ersten Mal reingehen, macht er direkt so... Kann ich doch mal markieren. Und wenn der da ohne bleibt, ne, dann ist es ja ganz geil. Habe ich mir zu dem was aufgeschrieben? Gargoyle, bla 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 bla, André Wald, bla. Finsterwurzgarten, bla bla bla, Schandstadt, Hydra. Aber da habe ich ja hundertprozentig, habe ich da vorher schon irgendwann diesen Typ hier gemacht. Bossgegner. Glocke. Danach vor Boss rechts runter, Vorsicht Treppe, Gegner, Gang links, bla bla bla. Hydra. Muss ich nachher mal in Ruhe gucken. Wir machen den jetzt noch mal. Vielleicht legen wir mal die Rüstung an, machen ein neues Safe Game, dann haben wir wenigstens mal die Rüstung angezogen. Das brauchen wir dann nicht immer wieder neu zu machen. Nein, ich habe Float gedrückt statt Replays. Ach, wie dumm von mir. Also ist jetzt nicht schlimm, ne? Aber war nicht geplant.
Replace. Man muss halt direkt beim Reingehen aufpassen, weil er du auch so Angriff macht. Ich sehe nix. Gehen wir hier hoch. Kann ich immer irgendwie... Nee, jetzt kommt der da hoch. Ach, du bist schon ein Depp. Komm, da trinke ich noch was, noch nicht die Zeit. So, clever gemacht, Ole, schön wie die Wand schlagen, kennen wir dich. Ja, jetzt bleib doch mal da unten, Mann. Bring ich nicht schon wieder. Warum kann ich nicht zurückgehen? Also funktioniert hat das. Sehr stark. Jetzt kann ich doch nur runterspringen. Wenn du den so richtig schön von oben erwischen tust, dann machst du schon direkt einen Haufen Schaden, ne? Aber hier so mit der Steinrüstung, das müsste doch eigentlich ganz gut klappen, würde ich sagen, ne? Ja, das kriegen wir hin, oder? Komm, ey, Versuch machen wir noch. Man muss halt immer dran denken, dass man die 2 Hunde vorher wegknüppeln muss. Weil die gehen sonst nicht auf den Sack. Aber das hat jetzt, finde ich, zweimal... Ach, ich habe falsch Taste gedrückt. Das hat jetzt, finde ich, zweimal wirklich gut geklappt. Also ich hatte echt... Da hatte ich mit den Gargoyles ja eigentlich mehr Probleme wie mit dem, ne? Wir gehen drin. Dann macht er direkt die Sprungattacke. Die sollten wir schon versuchen zu dodgen. Weil... die Sprungattacke tatsächlich... also die macht schon Schade. Gut Schade. Und die haut mich halt auch jedes Mal von den Füßchen, ne? Ja, so habe ich mir das in etwa vorgestellt. Ja, das ist leer. Ah, das ist praktisch. Ja, ne? Das ist nämlich das Problem ein bisschen. Also die normale Attacke kann ich hier mit meinem Schwert quasi parieren. Da nehme ich auch keinen Schade. Die geht halt die Ausdauerleiste entsprechend runter. Aber die diese Sprungattacke, die haut mich halt regelmäßig von den Füßen.
wäre es halt echt lieber, wenn er einfach mal da unten wieder in die Ecke geht. Ja, so. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt quasi hier steht und so trifft er dich, glaube ich, nicht. Und dann tut er... Ja, weiß nicht genau. Ich glaube, wenn du ganz hinten in der Ecke stehst, trifft er dich nicht, ne? Müssen wir ja nochmal verifizieren, so, aber... Jo, wir gucken mal, ja. Also, ich würde sagen, für heute packen wir es nochmal. Am Samstag höchstwahrscheinlich nix, weil selbst wenn dort kein Tennis ist, dann wäre das Geburtstag. Ja, theoretisch, ne, könnte man ja schon mal auf Geburtstag sind, statt Tennis, könnte man natürlich auch gucken, ob man vielleicht früher was macht, also mittags, morgens ist ja nicht so mal Zeit, aber mal gucken. Ja, also wir gucken mal, jetzt auf jeden Fall für heute lassen wir es nochmal gut sind. Spiel ist erstmal irgendwo durch, wir haben alles nur gesehen und wir haben jetzt die ersten paar Gegner nochmal ausprobiert. Die Gargoyles müssen wir auf jeden Fall öfters nur noch üben. Aber da ist ja eigentlich die Taktik, jetzt ist es auch ganz okay. Hier steht eigentlich die Taktik. Läuft eigentlich bisher ganz gut, ne? Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall mal eine schöne Woche. Und startet dann bei Gelegenheit gut ins Wochenende. Und wir sehen uns dann vielleicht am Wochenende, ansonsten am Montag wieder, ne? Bis dann. Ciao.